Was wäre wohl, wenn man bei Son Goku und Vegeta, die gerade im Training mit Whis sind, und so sich denken, ja, Super Saiyan ist ganz geil, aber ja, mit der Kraft des Super Saiyan Gottes müssen wir es doch irgendwie besser kombinieren können. Und dann in dem Moment werden sie mit Super Berutsu-Wellen bestrahlt und klickt die Klack statt einem Super Saiyan Blue und plötzlich ein Super Saiyan 4. Wie war Super Saiyan und so. Ja, dann ist das, was der Kaioshin in der Zeit da sagt. Und wir haben ein Problem. Wobei, wenn das die Lerntransformation bleibt, wenn wir die Geschichte nie korrigieren können, ist das vielleicht so ein kleiner Seitenhieb darauf, dass GT im Allgemeinen von Akira Toriyama nicht sehr geschätzt wurde, beziehungsweise nur bestimmte Elemente, aber nicht die ganze Story und so weiter und so fort. Ich weiß nur eins von dem Arsch, und zwar sowas von. Los geht's. Wo sind die? Da. Super Saiyan. Blue. This form is called Super Saiyan God Super Saiyan. I like it. Seems pretty strong. Yeah. Ja, ist auch. Aua. Wrong. It's me. No, it's me. 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 Me! 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 And only me! Also erstmal Vegeta kurz raushauen. Oh, Scheiße. Ja. You're really putting me on the spot. Seriously? Can I fight Vegeta? Next round, please. What are you saying? You're supposed to be on my side. Erstmal müsst ihr gegen mich bestehen. Gut, wie geht es aus dem Rennen? Alter. Wie geil ist das? Super Saiyan Blue gegen Super Saiyan 4. Vor allem deswegen, weil es ja bei Dragon Ball Heroes, da wird immer wieder neue Content und so hinzugefügt. Das ist mittlerweile so, dass echt die beiden auch gegeneinander fighten und die sind offenbar ziemlich gleich stark. So, mich auch mal mit! Mann, ich hätte sogar einen Super Saiyan 4. Und tschüss! Well done. Make sure to keep training. Oh yes. Das ist dreifacher Super Saiyajin. Und jetzt haben wir die Zeit repariert. Ich meine, wir haben sie nur besiegt, aber ja. See? The rift is gone, right? That's because I absorbed some energy. You're welcome. Wieso ist er jetzt auch hier? The people who got brainwashed, they should be back to normal now too. Wow, this really is so much fun! I can't believe you were able to fight Goku and Vegeta while they were powered up to Super Saiyan 4 like that. Ha! Mind blown. Man, I just want to learn every little tiny thing there is to know about you. Color me amazed. Look, I know we just met and this may be a bit forward, but can I have some of your blood? Just a little bit, just a teensy drop. Nee. No? That's a shame. Oh, look at the time. I've got to go. Perhaps you would want to come with me? No pressure whatsoever. Okay, maybe a little pressure, but I'd really love to study you. Ich würde sagen, nee. Oh well, I'm pretty sure we'll meet again soon. Until then, later. No! He got away!
Dammit! Don't leave me behind! So he can absorb energy from any change in history he creates? Unbelievable. That's impossible. I don't even believe that he can create changes in history all by himself. There's just no way. Yes, I agree. Were that true, anything that occurs in a rift might not affect the proper timeline. Even still, remember, we all watched him clear up that anomaly. He's a complete mystery. None of us know who Few is, or what he wants. 3 rifts. We still have 3 time rifts to deal with, and then we have to find out who's behind them. Was ich nicht ganz verstehe, ist so teilweise die Lautstärke der Charaktere so variiert von bei Fu ganz, ganz leise bis zum Cash in der Zeit, teilweise normal, aber es wird auch ein bisschen lauter. Das ist auch interessant. Couldn't agree more. Seems like Few was right in saying there's somebody else responsible for these nasty rifts. Let us know when you're ready to fix the rest of these anomalies, and keep an eye out for Few. Ich gebe mir Mühe. Ja, das war leicht crazy. Oje, Freunde. Zusatzgeschichte, bitte was? Will also einen großen Superkrieg aus, der auf deiner neuen Quest rund um historische Veränderungen begleiten soll. Du kannst 2 Wege einschlagen. Verzweigte Wege, auf denen diese Geschichten deinen Partner entsprechend drastisch verändert, alternative Wege, auf denen es nur geringfügige Änderungen in Geschichten und Dialogen gibt. Dein Partner entsprechend drastisch verändert. Ach du Scheiße. Das heisst, je nachdem, was wir mit dem Partner wählen, würde sich die ganze Geschichte komplett verändern. Hä? Was? Oder du sprichst mit Fu. Einfach so mit dem Quatsch. Ja, was willst du machen, wa? Hä, ist euer fucking Ernst? Hey Goku, was geht ab? Hi! Jo, Janne ist klar. Was geht hier ab? Du kannst mal als... Aha, nur wir können ihn sehen, okay. Vergiss es. Ihm helfen, soweit kommt's noch. Ja, wobei in der Zeitspalte hier ist ja noch einer. Das heißt, der gleiche zuvor, oder? Es ist ein bisschen seltsam noch. Egal, es war ein interessanter Fight. Gar kein Thema. Aber irgendwie, ich bin da nicht ganz so weit, wo ich sagen würde, ja, meine Kämpfe gefallen mir. Sind noch ein bisschen hakelig drin und so, ist noch nicht so schön. Naja. Jedenfalls, Outfit gar nicht mal so übel bisher, also wir gerne mal gucken. Ich meine, Nebel können doch eigentlich wieder mal einen meiner Meister aufsuchen. Wie wäre es denn zum Beispiel mit... Heute mit Broly! Hey Broly! Was geht ab? Broly? Ich kenn dich nicht. Lektion. Ah ja. Erhält einen Gottklasse, Superklasse. Lektion des Ausbilders ab. Gegner Janemba und Broly. Ja, leg mich am Arsch, ey. Und das mit eingeschränkten Moves. Oh, das klingt super. Wieso müssen denn die ganzen eingeschränkten Moves sein und so? Mann, das wirft mich komplett zurück. Ich kriege meine eigenen Moves zurück. Ach du Scheiße, die Musik. It's time for some more fun. What is that? Bad for you, because you're mine. Ja, es ist doch der.
Ich muss sagen, ich finde den Blaserknall noch ziemlich geil. So, tschüss schon, Ember. That takes care of Au. it. Can get back to business. Aua. So, man kann eigene Medizin, Broly. Juckt nicht besonders. Wow, die wegwerfen, das fies. Aua. Hinter dir. Aua. Ui. Ja, okay. Na, gefällt deine Medizinbowle? Gefällt sie dir? Schmeckt sie dir? Guck mal, deine Medizinbowle. Schmeckt sie dir? Schmeckt sie dir? Survived that battle back there. There's still some entertainment in you. I'll save killing you for later. Ich finde Brolys Moves eigentlich noch ziemlich geil. You can do a lot better than that. So, nicht mehr lang, wir haben ein Level Up für Level 82. Ja, mein Ziel ist, dieses Let's Player nach Level 90 zu erreichen für den Super Saiyan Blue Move und so. Wird interessant. Und mich eine Frage, wie kann ich nicht mal Whis freischalten? Muss ich irgendwie noch eine 5. Prüfung machen, wenn es weit ist, oder? Nutzloser Wurm. Ich erinnere mich ein bisschen an Dragon Ball Fighter Set mit Freezer. Irgendwie hat es ein bisschen was für sich. Egal, aber ich mache immer das Falsche. So, komm. Anpassen, Ausrüstung ändern. Nicht Ausrüstung, Quatsch. Blasterknall gegen... Oh, wir hatten ja schon. Wer ist der von Whis? Moment mal. Haben wir da Broly gerade verarscht? Ich hab doch Brolys Prüfung, habe ich einen Blasterknall? Ah, Blaster Meteor. Moment. Moment. Das hat doch irgendwie, hey, die heißen alle gleich. Was? Wird den gar nicht bekommen? Oder ist das ein... Das ist kein ultimativer Angriff. Moment mal. Mr. Broly, ich glaube, sie verarschen mich hier gerade. Hä? Aber es ist ja... Blastermate... Doch, ist ausgegraben. Das heißt, ich hab den Move. Okay, entweder verarschen mich jetzt gerade das Spiel oder ich bin einfach nur blind. Ich kann mal so suchen, aber... Blasterknall, sehe aber kein Blaster Meteor. Na, hier. Die hat den gar nicht eingesetzt. Okay, ja, es klang halt sehr ähnlich, deswegen, sorry. Gut, Problem gelöst, Lektion Nummer 2 in Superklasse. Was kriegt er dafür? Riesen-Omega. Ah ne, da ist der physische Angriff. Ich bin ja nicht so gern physisch unterwegs, war insofern, naja. Ja. Ist halt so. Gut, ein paar Minuten haben wir noch. Für Mr. Broly. Nee. Aua! Direkt so hart. Broly. Sei doch mal ganz entspannt. Na, kannst du das? So. Ups, das ist der falsche. Enjoying my techniques? Afraid they might be too much for you? Broly.
Mr. Broly, hm? Haben Sie gerne Brokkoli? Aua! Ich habe die Frage da eindeutig beantwortet. Nein! Fuck! Ich will eine neue Kombi ausprobieren. Oh, da ist Broly offenbar dagegen. Aua, aua, aua. Dabei so dreckig lachen, wa? Zu wenig Ausdauer, kann ich Super Speed machen. Aua! Das gibt's nicht. Okay. Did you learn to do that? Gerade jetzt. It's still intact, but next time you won't be so lucky. Die Frage ist, ob es überhaupt nächstes Mal geben wird. So. Aha. Von wegen Level Up. Da noch ein bisschen. Aber trotzdem sind wir gut dabei. Entschuldigung, und aufgestoßen. Bah. Du. Meister Broly. Noch eins? Wollen wir verarschen? Eine Superklasse. Riesenmeteor. Den Move habe ich ein bisschen böse in Erinnerung. Ein bisschen sehr böse. So erzeugt. Hi Broly. Aua. Ach komm schon. Verdammt, durchbrechen ist doch fies. Aua, wann einprügeln da doch auch ein Saiyajin wie du. Aua. So, jetzt reicht's. Hey, wieso kann ich mehr switchen? Mann, ich war immer... Scheiße. Move zu weit, da kannst du mal automatisch zurückgehen. Nein, mach den Scheiß. Wuhu. You learned that too? I didn't think mimicry could go that far. Good. I want to see. Da wirft er mich wieder. Huh? Ja, sag mal. Alter, zieht der ab. Ups, sogar keine L-Kapsel mehr. Klar, verdammt durchbrochen aus der Entfernung. So schnell ist klar. Michael, steh auf! Oh. Was zum? Ja. Oh. Und noch dieses nervige Feature, was ich immer gehasst habe bei Xenoverse. Mann, was ist jetzt wieder los? Hä? Das Umdrehen klappt nicht mehr. Ups. Feature von wegen, wenn du halt irgendwie hinterm Gegner stehst und dann dich umdrehen willst, also plötzlich eine Bewegung zu viel macht. Ganz seltsam. Riesenmeteor könnte ein cooler Move werden, aber ganz ehrlich, deswegen
Höhlenspirale ist ja cool wegen Verteidigung zum Durchbrechen und ja, Final Kamehameha ist aber so ein epischer Move. Als die deswegen raushauen, nee. Na, Brokkoli? Bei Normalkämpfen gegen die kann man nicht, wa? Mit ihm nur so vom Wegen, ja, ja, so eben. Ihren eigenen Movesets und so, was ich da halt auch nicht so groß Fan bin. Sehe ich jetzt eigentlich hier wegen Zeitspalt und so? Ich meine, ich sehe die Expertenmission, die sehe ich schon. Zeitspalt-Event, beziehungsweise... Nee. Interessant ist, Online-Event, ja gut, sehe ich natürlich auch. Ich habe jetzt rechts in der Auflistung gar nicht mehr das wegen der Story. Ja gut, doch Story-Event oben, aber es ist natürlich als grün, war. Und nicht mehr rot. Lololololol. Ja, also, Limit Break wird einfach vergessen. Ja, super. Also es gibt schon noch ein paar Dinge, die ich dann noch ein bisschen besser repetieren muss, auch in den Kombis, also mehr irgendwie Schildbrecher machen, oder? Da quasi, nicht den, nicht so. Ja, das war auch nichts. Da müssen wir noch ein bisschen optimieren, aber ich würde sagen, nächste Folge, da kann ich einen Großscreen machen, gut, wa? Nächste Folge also mit Twist noch quatschen, nachher mal gucken, ob wir hier vielleicht sogar diese Zeitspiel sogar haben. Ich meine, klar, ich kann mit Fu quatschen und so und dort ein bisschen gucken, aber sich selber ein bisschen umsehen und so das Ganze herausfinden, ist doch irgendwie auch spannend, wa? Gut, wie dem auch sei. Dann vielen Dank fürs Zusehen, Freunde, bis zum nächsten Part, dann Training mit Whis wieder. Ein paar Missionen gucken, ob das mit Super Saiyan Blue echt so ist, der später geht, bleibe 90 und ja, wann bin ich wieder meiner Ansicht nach stark genug, um den Ultimate Michael Skid anzuwenden, dass er quasi da verdient hätte. So ähnlich wie Gohan halt, wa? Naja. In diesem Sinne, tschüss!